Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Es sind Mats. Ich komme heute mit einem weiteren Thema, was vielleicht für den einen, den anderen auch von Interesse sein kann. Das ist vielleicht mehr ein so mal esoterisch wie direkt ein spirituelles Thema. Wenn ich Esoterik so ich einfach genauso gut eine gute Mischung von bodenständischer Esoterik und von Psychologie, die auch mal dabei kennt. Das Thema würde ich heute abgreifen als Tarot. Dabei geht es mal Haut, Mann oder Drama, über die verschiedenen Karten und sich zu schwatzen. Wenn sich dafür interessiert, kann natürlich mein YouTube-Channel gucken. Da erkläre ich verschiedene Karten, da gehe ich Überlegungen an und so weiter. Hier will ich einfach mal allgemein ein bisschen über die Entwicklung schwatzen, beziehungsweise die Entwicklung, die zum Thema Tarot an verschiedene Länder gibt. An verschiedene Länder, die sagen, absolut stagniert. Und zum Stagnieren gehört leider Lützeburg auch zu einem großen Teil dazu. Auch Deutschland ist immer noch ein bisschen mehr schleppend, wie für mal ganz lieb auszudrücken. Dafür erklären ich ganz, ich probiere mich kurz zu fassen. Ich probiere kurz zu erklären, was es mit mir mit Tarot auf sich hat. Das heißt, es sind eigentlich gar nicht direkt um Tarot geraten. Ich habe für dich mal mit Lenormand geschafft, also wesentlich mehr an die Zukunftszeitung. Aber da muss sich auch bedenken, wo ich damit angefangen habe, das war an den 80er bis an den 90er Jahren, wo den Hai nichts Ähnliches fand wie Tarot oder Lenormand am Sinn von so zu lehnen, dass in Zukunft könnte man gesehen. Ich finde unbedingt so, dass das gar nicht funktioniert, weil da habe ich auch schon meine Erfahrungen gemacht, mit das irgendwie nicht das, was mich zufriedenstellt an der ganzen Geschichte. Und ehe ich wirklich um den Tarot geraten sind ich dazwischen und ein kleines Orakel, ein indianisches Orakel von Ustenquarte geraten, die so etwas von auf den Punkt waren, aber nicht am Sinn, was Zukunft betrifft, mehr am Sinn von, okay, worauf hast du an der Situation zu beurteilen? Wie kannst du dich beholen? Was ist vielleicht dein Fehlverhalten par rapport zu der Situation? Und das ist nicht mehr auf den Punkt gekommen, der mich eigentlich interessiert hat. Nämlich nicht einfach Zukunft vorbeißen zu gucken. Und auch an der Zeit, und auch Haut nach, ein Pack Bücher, besonders eben wie gesagt, an Eisegegenden Hai, also wirklich, wenn ich die Kari hole, breiten Anlänge geraten, dass man viel mehr die Möglichkeit, also viel mehr auf die Möglichkeit gucken, dass ein Tarot dafür da ist, für Zukunft zu gucken. Das ist auch so weit, dass, wenn da ein Tarot guckt, dann hat die Großarkanen, der hat Zöllen, also Zöllenkarten, die Kleinarkanen, und der hat auch Personenkarten. Da gehen die Personenkarten an erster Stelle nicht nur Charaktereigenschaften beschrieben, die mal für sich abholen können, aber das ist eine blonde Person, das ist eine mit dunklen Haar, das ist eine Person mit roten Haar. Also wirklich extremst auf den, wir gucken alles nur außen, wir gucken keinster Weise nur Banner. Das ist an sich den E-Punkt in der Geschichte. Das heißt, wo ich mich so gefangen habe, wirklich dann um den Tarot zu geraten, weil man schon auch die ganz guten Tipp gegeben hat, halt Bücher zu lesen, auf einen Karten zu lesen. Da sind ich ziemlich sehr daran gekommen, dass wenn irgendeine Person bei mir kommt, dass ich nicht einfach Zukunft geguckt habe, mehr, dass die Person über ihr Problem geschwärzt hat und dass ich dann im Moment über dem Problem, dass Frauen abkommen sind, und dass dann ob die Frauen eben halt Karte gelöst gesehen. Aber genauso sehr habe ich gelehrt, dass wenn die Personen kein Problem hatten, da sind sie gar nicht gekommen. Das heißt, ich konnte mir irgendwie nie den absoluten Satz festhalten, dass wenn eine Person bei mir kommt und gesagt hat, ich will gerne Zukunft gelöst kriegen, dann habe ich gesagt, dann zur Zukunft willst du wissen, dann ist es, weil ein Lo etwas nicht an der Reihe ist und du willst gerne wissen, ob es gut ausgeht. Wie wäre es da, wenn wir darunter gucken, was ein Lo nicht an der Reihe ist, aber vielleicht geht es da Mann oder drüber, eine Zukunft zu gucken, mit der Sache mal auf den Weg zu gehen, für dass du deine eigene Zukunft kannst erschaffen. Und eine ähnliche Version habe ich auch späterhin beim Jodorowsky empfunden, weil den hat gesagt, ein guter Tarolog, wenn du beide könnt, und ihr seht, ich will gerne wissen, wie ihr meinen nächsten Partner könnt, da seht ihr, ein guter Tarolog, den Tarot ist nicht dafür da, für das zu sagen, wie ihr den nächsten Partner könnt, mehr für das zu weisen, als was für einen Grund danach nicht da ist. Das heißt, ich schon angefangen an die Richtung zu ziehen, als sind hier an unseren Gefilden, also ich war an deutschen Foren NRW, an denen Gefilde sind ich
komplett stagniert an auch aufgebremst an ausgebremst gehen, einfach weil heute der Punkt war, wenn ich du irgendetwas gesagt tun, ja, hast du mal vielleicht geduld, dass die Quartdialograt weiß, dass du dich vielleicht gerade nicht unbedingt so beholst, wie du dich sollst, dass das die Situation herausbringt und boah, was schwatzt du? Nee, das ist verbausen, ich will gerne wissen, wie meine Zukunft ausgesetzt wird, ob man durch kann. Aber spannenderweise kommen da immer die Sätze von wegen, wenn ich weiß, wie meine Zukunft ausgesetzt, wenn ich weiß, was man durch kann, da kann ich mich vorbereiten. Es schon ein Newsflash für jeden, den so denkt, an die gerne mit der quarten Zukunft will geworden gehen. Wir bereden uns nicht für. Das machen wir nicht. Für was? Weil wir keine Tools an den Grab gedrückt kriegen, wie wir uns können wir bereden. Das heißt, was geschieht, wenn in einem etwas Gutes an der Zukunft seht, was an der Quarte leid, da seht ihr, oh, schick, da brauche ich schon nichts zu machen, das könnt schon. Wenn ihr etwas Schlechtes seht, dann projiziert darüber, wir haben eine self-fulfilling prophecy, also es geht noch schlimmer, weil man da, ja, mit der Lunge von der Quarte und oh, an hier und da. Aber wir kommen nicht an die eigene Aktion. Aber was ich spannend fand, das ist, dass an der Zeit, wo ich auch angefangen habe, an die Richtung zu denken, wie kann ich eigentlich damit schaffen, von wegen, dass ich etwas herausfinde, was funktioniert, sind ich glücklicherweise, muss ich so dankbar, dass das Internet insofern geht, aus den deutsch Gefilden rüber an die englischsprachige Gefilde geworden. Und das ist so, dass alle englischsprachigen Tarolog oder Tarotleser unbedingt in eine andere Richtung. Du gehst auch ganz viel an Zukunft denken an, ich zähle der über die Zukunft, zweifelsohne. Mit den, wie soll ich das ausdrücken, die Quantität von Leuten, die an der Zwischenzeit aber bei denen geht, die herausfinden, dass ein Tarot kann gebrauchen für uns selber zu schaffen, für sich selber besser kennenzulernen, für es mit anderen Techniken zu verbinden, wie zum Beispiel mit Chakra-Arbeit, mit Schert-Arbeit, mit Stellprozess, also Lomengen, Dinge der Lomentechnik, also mit Inner Family Systems etc. als viel mehr groß an den amerikanischsprachigen und englischsprachigen Ländern. Das geht so weit, dass ich ein Teil Bücher habe, wo sie so und wo den Tarot und Psychologie sich kreuzen oder wie Heart of Tarot, also ein Buch, was schon jetzt wirklich, weil ich meine, dass weiß verkauft, mir wo carrément NLP dran gesagt wird. Aber wenn ich auch Leute, die Kursen geht an den ganzen Themen, da gibt es den anderen Kursleiter, also oder Kursleiterin, die ich durch schon, wo 100% statt was zu ausschwätzen, dass das pur Psychologie, pur NLP, also wirklich aktiv Psychologie, wie eigentlich NLP soll gebraucht gehen. Aber wir haben auf der anderen Seite von den anderen Problem, dass man eigentlich gar nicht wissen, wo den Tarot hier kennt. Egal, was an den Büchern liest, wenn ein ehrlich dran ist, dann, also klipp erklären, wir wissen es nicht. Der heißt, der Standpunkt, auf dem die Leute sind, ist, die ersten Tarot-Decks, die ganz waren, die fand gesehen, waren an Italien, das ist der Visconti Sforza Tarot, am Sinn von, dass sie gesagt haben, die sie für Spieler gebraucht gehen. Aber wie den Tarot sich bis dahin entwickelt wird, darüber wissen wir nicht. Das heißt, da sind uns kaum Spuren da. Und was noch schlimmer ist, dadurch, dass es gesagt wird, Visconti Sforza Italien als Spiel gebraucht, das ist das, wo wir wissen, geht das als puren Ursprung geholt, ohne dass sich Gedanken gemacht hat, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie so Bilder wie große Arkane konnten drankommen, die, wenn sich die wirklich anguckt, in eigentlich ganz sehr merkt, dass das nicht einfach eine Spielerei ist, mit dass da sich wahrscheinlich Gedanken im Leben gemacht wird. Und das ist sich ein bisschen das, wo ich an der Zwischenzeit merke. Das heißt, Tarot hat viel mehr eine groß Spannweite, wie das, was an vielen Gegenden gewesen ist, besonders zum Beispiel hier in Lützeburg oder in Deutschland. Da ist es noch immer so etwas von am Sinne von also Zukunft, also mal das echt. Zweitens, wie die Inselkarten gedeiht gehen, das ist noch immer an einem ganz großen Moos, an einem Reliefs, wie soll ich das nennen, geteint, dass schon kein Ausdruck übertüncht, wie immer in von Lernen und vorgezappt, bringt es vielleicht echt auf den Punkt. Weil wir haben einen Hierophant, das 100% am Französischen als Le Pape, also das ist ein Ding, eine Popstfigur, die als Obrigkeit, als spirituelle Obrigkeit steht, wo eben sein spirituell
Richtlinien soll hier kreen während Quad vom Deivel absolut ein Quad aus die egal wie immer negativ gedeiht wird und zum Beispiel so gut Leute die hier gehen an die Quaten auch dünne Stierwisch lehen und hier stand immer da bedeutet Quaten gegen den Deivel bleibt weiter hier schlecht und zum Beispiel ein Sohn kann nicht gut sein das heißt an Eisegegenden geht das Ganze noch einmal extremst dualistisch betrachtet. Das heißt, ein Quad wird so und so zu funktionieren, das so und so zu verstehen. Das heißt, eigentlich können den Leuten noch immer ob ein Sonnenquad ein Sonnenmolen und die geben einem den Text aus dem Buch auswendig aufrattern. Aber die Manns kommen auf die Idee, wo da zu kommen, sich ein Quad anzugucken und zu gucken, was die Quad mit einem mischt. Und das ist eigentlich das, wenn es darum geht, für wirklich ob es so mal mit spirituell Philosophie daran anzugehen und man auch die Gesundpsychologie mit an Bord zu holen. Das heißt, wenn ich so Gesundpsychologie schon in der Zwischenzeit Englisches und Kritik und also heutige Schulpsychologie auszuüben, das kann ich gerne an einem weiteren Podcast nehmen wollen. Aber für wirklich raufzukommen davon, für die Quaten komplett an den immer nach religiösen Hintergrund zu setzen, eben wie gesagt, du musst ein Teufel hat das wie den Teufel von der Kirche gewiesen wird und nicht wie vielleicht andere Leute schon mal ein bisschen dahinter gekommen sind. Du gibt so ein Buch, das heißt der verteufelte Waldgott, den könnt ihr euch gerne mal ein bisschen ranziehen, um zu merken, was Spiritualität an Naturkulturen hat, eher das Christentum angefallen ist. Weil wir kennen das Haut für so zu uns geheiert angesehen, mit das sich so mal Christentum ein Fremdkörper ist, dass du verschiedene Leute wie irgendwo extremst verpasst und extremst vergisst. Und dafür wirklich mal zu gucken, weil auch wo eben, weil man nicht wissen, wo den Tarot herkommt, war die Quad wirklich immer so, hat die eine andere Bedeutung, wie war die Sache, wo den sie entwickelt wird, das ist, weil den sie gezeichnet wird, hat schon ein Idee daran, war das damals schon religiös, hat das damals anders, wir wissen es nicht. Aber für den Moment zu sagen, okay, 100 Haut recht, Tarot anders zu betrachten. Und da werde ich immer daran denken, während ich also schon angefangen habe, in eine ganz andere Richtung zu gehen, damals hat der Pythagon noch existiert, das für mich kompetent, esoterisch geschafft war, wie das was in der Stadt ist. An den Punkt in der Geschichte ist, dass damals stumm bei den Tarot und sind so Klienten da Banden am Gang zu schwätzen und da sieht die eng zu der oh, was der hier den Hajo Banzer was dort. Aber für die Leute, die den Hajo Banzer nicht kennen, das wirklich den Terrain extremst präpariert wird für das Tarot oder im Salon fähig war, auch an Eisegefilden. Und den hat ganz viel für Tarot an Eisegegenden heimgemäht. Das heißt, so wie eben Pixie hat was den Rider-Waite eine neue Version von Tarot rausbringt, wo all Quad eine Geschichte drauf hat und nicht nur, wie ich gesagt habe, 3 Tage später, dann sind 3 Schwerter drauf, also die Pip-Cards rausgeholt wird und da ganz viel an dem englischsprachigen Bereich gemäht wird. So hat den Hajo Banzer wirklich ganz, ganz viel für den Tarot gemäht. Mit das wie immer. Ein Vierreiter-Anhänger sagt, irgendwie nie kann an der den aufgelöst zu gehen. Das heißt, wir haben Dinge, wir haben Problematik, dass wenn ihn auf dem Sinne Glaubenssatz bleibt, dann lebt die Gefahr, dass er sich nicht weiter kann entwickeln. An dem Moment, wo Geist wird, den Hajo Banzer was gestorben, als mir klatscht durch den Kopf gegangen, das war vielleicht notwendig, dass so Platz für etwas Neues gibt, für die Entwicklung weiterzubringen. Aber das späterhin über den Dingen herausgefunden, über den Hajo Banzer, das heißt, und sich am Schluss von seiner Lebenszeit hat er auch angefangen, Tarot viel mehr an die Richtung zu bringen, für zu sagen, guckt er selber am Tarot, sieht er Entwicklung am Tarot, wesentlich mehr wie aus dem Zukunftsleitenden rauszugehen, an Tarot-Gruppe, das auch als Forum ging, die vom Hajo Banzer war, hatten um Tod vom Banzer den Forum geschlossen zugemäht, sodass den Austausch und Kommunikation, die sich hat können weiterentwickeln, gestoppt ging, als gebremst ging, als an das Silo ob einer, das heißt,
sie ihre Club für du anzutreten, muss ein Examen auflegen an den Tarot genau nur den alle Mustern lehen können. Et gibt keine Möglichkeit, dass die Schnämmen, die an dem Club sind, die haben dann eben die Möglichkeit, da bei Reunionen an so dabei zu sein, während der Forum für Südfrieden ab war. Und sie sind am Gang das zu machen, was den am Englischen Gatekeeping nennt, das heißt, deren so zu machen und zu sagen, hey, wir sind ein elitär Dinge an die anderen nicht machen zu dienen. Also sie lassen keine Entwicklung da wirklich ran oder nicht an dem Moos, wie es eigentlich an der Zwischenzeit absolut notwendig wäre. Und das fand ich spannend, das heißt, wir sind nicht auf einem Punkt, dass in allein Personen mehr sind eben zufrieden mit dem, was du lebst. Nee, es wird wirklich gekämpft für die Entwicklung, nicht zuzulassen. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich ganz erstaunt darüber, dass eben von den englischen Dingen erwarten ich mal nicht ganz viel anders ist, weil die haben immer irgendwie ein anderer Approach zu den Sachen, die ich ja ganz viele Sachen extrem gerne nun. Das werde ich noch mehr, wenn ich jemals sage, das Thema Hexentum abbringen, bei denen das Keltentum und Hexentum noch immer allrichlich an, ja, das an verschiedene Gegenden, Cornwall etc. ist das so, wenn du siehst, du bist nicht, so sind die, okay, das wird durch 4 Uhr geliefert, ohne irgendeinen Zweifel, Klammer zu. Das ist bei ihnen eine Stadt mit dem Tarot schon irgendwo erwartet in die Richtung. Mir auch am amerikanischen Gebiet gehen da ganz, ganz gut Leute, die da wirklich weit drüber weggehen, an die mit Ideen kommen, wie ich gesagt habe, Tarot mit NLP zu verbannen, Tarot mit der Psychologie allgemein zu verbannen, Chakra-Arbeit mit dem Tarot-Karten zu machen, Familien, also Familienkonstellationen, wirklich, was die Familie betrifft, bis an deine Reihen ranzugehen, mit Tarot und so viel und so weiter, für eine Möglichkeit zu schaffen, für sich selber zu schaffen. Das ist schon noch ein Video online gesagt, vom Gillian White singem Set, wo gemäht wird, den extra gemäht ist, 4 Schierarbeit, ich werde auch noch über Schierarbeit schwatzen, ich probiere nicht alles an den Podcast zu machen, mir einfach für die ganzen Dinge zu machen, für wirklich klar zu machen, wie interessant und spannend kann sein, mit den Bildern zu schaffen. An ihrer Stadt halt nur aufschließen, weil ich über die ganze Entwicklung ein bisschen so allgemein gespart, für was, will ich aber noch ein kurz absetzen, für was funktioniert Tarot eigentlich so gut auf den Gebieten, auch viel besser auf den Gebieten, für sich selber kennenzulernen, auch für uns selber zu schaffen. Man will es Bilder sehen. Und da kommen wir dann wirklich auf einen Punkt, wo auch so für mich ein ganz großes Tier abgeht oder ob es, da das die Sache von wegen dünner Bewusstsein versus Bewusstsein. Als Bewusstsein, das lebt über Beta-Denken, das lebt über Werte, das lebt über linear Denken, und als Innerbewusstsein, das denkt an Bilder. An dem Moment, wo ich kann lernen, ein Tarotkarte intuitiv zu deuten, also nicht nur dem Buch bla 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 bla, an sich dann selber den entweder hochzuheben oder durchzuschlagen, mehr am Sinn von, ich gesehen das und das, hat die Möglichkeit, an sein Innerbewusstsein ranzukommen, an Kommunikation zu feiern, mit seinem Innerbewusstsein. Tarotkarten funktionieren mich wie ein Diktionär zwischen unserem Wachbewusstsein und unserem Innerbewusstsein. Und dafür gehört es für mich absolut mit zu dem ganzen Thema, ich so mal spirituelle Lebensphilosophie, wo es darum geht, herauszufinden, wie wir selber funktionieren, wie den Einzelnen funktioniert, für dann herauszufinden, wie in dem Funktionament viel mehr tiefgründig, also nicht nur die oberflächlichen Techniken, wie wir am Wachbewusstsein haben, mehr als das Innerbewusstsein mit auf Boot zu holen, wenn es darum geht, an unserem Leben nicht einfach nicht mehr zu funktionieren, wir wirklich können bewusst zu leben. Und das ist der Grund, für was das so ein großes Thema für mich ist. Ich gebe damit mal einfach mal stoppen. Ich wollte das eben auch als Dinge machen. Es gibt genauso ein paar Themen, die ich einfach nach an, wie soll ich sagen, an die Vorstellung mit dabei hole, weil es einfach mal an erster Stelle ist, wie ich die Mathe groß gesehen, wie ich die Mathe mich entwickelt habe, wo der mich auch ein bisschen besser kennenlernt. Und dann natürlich gehe ich ganz gerne nach weiteren Podcasten mit über verschiedene Themen an, wo ich da wirklich mich im Thema selber am Ganzen kümmere. Wie immer, wenn der Frauen hat, notiert er sich, schreibt mir, kontaktiert mich, macht mir einen Kommentar, whatever. All Dinge von wegen, wenn ich das kriege, für dass ich vielleicht den nächsten Podcast mache, den er froh beantwortet, da sind ich dafür da.
so eine schwärmer Merci, dass er noch gelauscht tut an schmengen das schwert man dazu gewinnen à la ich werde nun behalen den Truman an so noch das kann ja schöne Mitte schönen Abend an gut Nacht.